Gut. Daniel Harry habe ich 2015 eingeladen, an meiner Hochzeit ein Gebet zu sprechen. Eine Woche später hat er dann selber geheiratet. Seine Frau Heike ist heute auch hier und ihr Sohn David auch. Vor einem Jahr haben wir gemeinsam eine Weiterbildung in Aarau besucht zum Thema Wunder heute. Wir stellten uns die Frage, ob wir etwas tun können, damit Gott mehr Wunder wirkt in unserem Leben. Am Schluss hat Daniel dann das Wort ergriffen und hat gesagt, wir brauchen maximale Charakterstärke. Dies hat mich wie ein Blitz getroffen und ich wusste, dass ich mit ihm einmal einen Gottesdienst gestalten möchte. Und heute ist es endlich soweit. Was bedeutet das, Charakter und maximale Charakterstärke zu entwickeln? Der Begriff Charakter ist griechisch und bedeutet Prägung, Abdruck, Abbild und Entsprechung. Es heißt in der Bibel, im Hebräerbrief, dass Jesus Christus der Charakter von Gott ist. Wenn wir in der Bibel die Geschichten von Jesus lesen, wie er so liebevoll mit allen Menschen umgegangen ist, dann sehen wir den Charakter und die Eigenschaften von Gott. Jesus zeigt uns Gottes Charakter, sein innerstes Wesen, wie er voller Liebe mit allen Menschen umgegangen ist. Jesus besaß maximale Charakterstärke. Je mehr Charakterstärke wir entwickeln, desto mehr Gaben kann Gott uns anvertrauen. Und desto mehr Gaben wird Gott uns auch anvertrauen. Negativbeispiel im Alten Testament ist meines Erachtens der Richter Simson, der stärkste Mann der Welt. Der jedoch Probleme mit Gewalt und seiner Sexualität hatte. Positivbeispiel im Neuen Testament ist der Apostel Petrus, der Jesus zwar verleugnete, später aber jedoch ein mutiger Verkündiger des Evangeliums wurde. Die Frage stellt sich jetzt auch für uns: Wie können wir maximale Charakterstärke entwickeln? Indem wir Jesus nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden. Daniel Harry wird im zweiten Teil dieser Predigt dann einige praktische Schritte nennen. Zuerst will ich jedoch die theoretischen Hintergrundinformationen aufzählen, weil Theorie und Praxis gehören ja bekanntlich zusammen. 4-mal taucht in der Bibel der Begriff Tugend auf. Und Tugend, das ist der Fachbegriff für die Zusammenfassung aller guten Charaktereigenschaften, die wir haben können. Der Apostel Petrus schreibt: Übrigens, Schwestern und Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. In diesem Zusammenhang ist die Tugend also die Zusammenfassung von 6 positiven Eigenschaften. Wahr, ehrbar, gerecht, liebenswert, wohllautend und Lob, und dann zusammen ist das die Tugend. Auch der Apostel Petrus erwähnt die Tugend. Der Zusammenhang lautet so: Jesus hat uns berufen durch seine eigene Tugend, damit wir Anteil haben können an seiner göttlichen Natur. Dann schreibt der Apostel Petrus: Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß darauf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe.
Ich erkenne hier eine Stufe, eine Reihenfolge, wobei der Fleiß, das heißt unsere Leidenschaft von und für Jesus, der Antrieb ist. Erstens die Tugend. Der Startpunkt ist die Zusammenfassung alles Guten. Dann der zweite Punkt, das ist die Erkenntnis von Gott und von uns selbst. Gott ist heilig, wir sündigen aber noch ab und zu. Deswegen brauchen wir den Heiland, Jesus Christus, der uns unsere Schuld vergibt. Erkenntnis bedeutet auch, wir lernen Gott immer besser kennen, wenn wir die Bibel nicht nur lesen, sondern meditieren, in uns aufsaugen oder im Hauskreis gemeinsam lesen und mit Gott im Gebet sprechen. Dritter Punkt ist die Enthaltsamkeit, die Selbstbeherrschung. Das habe ich nachgeschaut in einem Bibellexikon. Es bezieht sich auf die Selbstbeherrschung in Bezug auf Essen, Trinken, der Sexualität und Gemütsregungen. Dass wir unsere Gefühle besser lernen zu kontrollieren und zu kanalisieren. Betreffend Sexualität habe ich in der vergangenen Woche einen super Spruch gelesen auf Facebook, der in diesem Zusammenhang passt. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Sexualität nur in der Ehe leben. Als Kirchenfamilie haben wir den Auftrag, Singles in ihrem Verzicht auf das Konkubinat zu unterstützen, indem wir mit ihnen eine zweite, eine geistliche Familie bilden. Als Ehepaar oder als Familie können wir Singles einladen und mit ihnen Weihnachten und/oder Silvester feiern. Wir können sie auch einladen an Anlässe der Kirchgemeinde, damit sie nicht alleine sein müssen, an das wir gemeinsam feiern können. Vierter Punkt ist das Ausharren. Auch wenn wir aufgrund unseres christlichen Glaubens Verfolgung, Verspottung und Nachteile erleiden müssen, dass wir trotzdem an Jesus festhalten. Der fünfte Punkt ist die Gottesfurcht. Jesus ist sowohl unser bester Freund, als auch derjenige, der entscheidet, wann und wie wir alle sterben müssen. Dies löst in uns sowohl unsere Liebe aus, als aber auch unseren Respekt ihm gegenüber. Der sechste Punkt ist die Bruderliebe. Im Griechischen steht hier der Begriff Philadelphia. Das ist aber nicht der Brotaufstrich gemeint damit, sondern die Bruderliebe. Das ist die Liebe und Wertschätzung innerhalb der Kirchenfamilie gegenüber anderen Christinnen und Christen, die aufgrund von Jesus unsere Schwestern und Brüder im Glauben sind. Und dann der siebte und letzte Punkt, das ist die Liebe. Hier steht im Griechischen die Agape. Das ist die bedingungslose, die göttliche Liebe zu allen Menschen, die sogar die Feindesliebe mit einschließt. Daniel, in diesem Zusammenhang wurde dir auch die Frucht des Geistes wichtig, die der Apostel Paulus nennt. Im Galaterbrief 5, Verse 22 bis 23 sagt er, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, also das heißt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Warum schließt der Apostel Petrus auf seiner Liste mit der Liebe und der Apostel Paulus beginnt mit der Liebe? Hast du eine Erklärung dafür? Nein, das ist mir ein Rätsel, weiß ich nicht. Aber ich möchte einen Punkt spontan aufgreifen, das mit dem Charakter. Münzprägung bedeutet ja, es braucht viel Druck, damit dieses Metall geprägt werden kann. Und ich denke mal, dass charakterliche Prägung ist eine große Herausforderung, weil die größten Prägungen geschehen leider nur unter Druck. Da gibt es auch einen Spruch dazu. Wenn man sich die Zähne putzt und auf die Tube drückt, dann sieht man die Farbe der Zahnpasta. Man sieht, was drin ist. Und unter Druck kommt auch bei uns raus, was in uns drin ist. Es zeigt es.
Ob du eine Zitrone drückst oder... Eine Mango. Ja, Mango ist ein Unterschied. Also um diese Frage noch aufzugreifen, ich habe eine Überlegung, warum beginnt der Apostel Paulus mit der Liebe und der Apostel Petrus hört in seiner Liste mit der Liebe auf. Ich glaube, beide Apostel wollen mit der Liebe eine Klammer bilden um unser Leben, weil die Liebe ist am wichtigsten. Und wenn wir maximale Charaktereigenschaft und Charakterstärke gewinnen wollen, dann geht es um die Liebe. Es beginnt mit der Liebe und es endet mit der Liebe. Ich denke, bei Paulus ist es einfach so, ich könnte auch sagen, die Frucht aber des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann wird aufgezählt, wie sich die Liebe äußert. Also exakt zu diesem Thema habe ich ein Buch geschrieben mit der Thematik Lieben wie Jesus. Das heißt, wie ist es möglich, dass der Charakter von Jesus wirklich sich entwickelt? Das heißt ja nicht, wir sollen Jesus ähnlich werden. Jesus möchte, dass wir ihm gleich werden. Nochmal ganz was anderes. Und ein Beispiel, was uns alle extrem herausfordert, wenn wir die Bergpredigt lesen. Seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5,48. Im Kontext wird klar, ausgerechnet beim Thema Feindesliebe. Also spätestens da merken wir, das geht nur übernatürlich. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Und noch nicht seid einigermaßen in der Feindesliebe, seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also der Anspruch ist das sehr hoch. Oder bei Jesus auch, so wie der Vater im Himmel mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Nicht so ähnlich, wie der Vater im Himmel mich gesandt hat, so sende ich euch, also ganz ähnlich, ihr dann auch, sondern genau so, wie er mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Also da sehen wir, es geht da um einen Standard, der ist sehr, sehr hoch, der misst sich buchstäblich an Jesus selber. Die Frage stellt sich für uns, wie können wir ganz konkret maximale Charakterstärke entwickeln? Du hast gesagt, Gott braucht dafür Druck oder es sind oft schwierige Umstände. Kannst du vielleicht noch ein persönliches Beispiel nennen, wie du das erlebt hast, wie Gott begonnen hat, an deinem Charakter zu schleifen? Ja, nehme ich mal die größte Herausforderung, die ich in meinem bisherigen Leben hatte. Aber da muss ich mal zurückblenden. Ich bin seit 25 Jahren freischaffend tätig. Das heißt, ich mache Seminare und so der Hauptakzent ist, dass ich das Evangelium reinbringe, gerade in die Welt der Esoteriker. Und zu dieser Thematik habe ich damals im Jahr 2000 ein Buch geschrieben, Heilen wie Jesus. Wer das genau sieht, dass dieser Jesus hier sehr violett ist. Und zwar um Menschen im Umfeld der Esoterik, von New Age, anzusprechen mit dem Evangelium. Und zwar in ihrer Sprache, auf Deutsch, aber eben in ihrer Sprache. Und dann haben wir erlebt, dass dann aus dem ganzen deutschen Sprachraum Leute angereist sind, damals ins Tessin, ins Hotel Centro Paladina. Die wollten das lernen. Wie hat Jesus methodisch zum Beispiel geheilt? Und ich habe das ihnen gezeigt. Aus der Bibel. Sie durften die Liebe Gottes erleben und die Heilkraft von Jesus Christus erleben und sind immer wieder Wunder passiert. Ganz eindrückliche. Leute mit starken Seh- und Hörbehinderung zum Beispiel konnten plötzlich sehen, ganz klar, ohne Brille plus Lupe, sondern es war nicht mehr nötig. Oder Hörbehinderung, die Hörgeräte waren nicht mehr nötig. Oder auch Personen von Krebs sind geheilt worden, wo es medizinisch geheißen hat, Endstadion. Oder Menschen, jemand von Epilepsie, als ich Theologiestudenten unterrichtete im Rahmen von IGW. Oder vom IGW in Basel, eine halbseitengelähmte Frau, wurde geheilt, mitten im Unterricht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Persönlich bin ich damals im Jahr 2008 extrem herausgefordert worden. Selber evangelistische Heilungsseminare durchgeführt und dann kam die Nachricht, dass meine Frau, dass sie einen Schatten hat über der Bauchspeicheldrüse
Und von der Diagnose bis zu ihrem Tod, leider, 4 Monate. Und plötzlich war ich da alleinerziehend mit 4 Kindern im Alter von 11, 13, 15, 17 Jahren. Und Gott hat das zugelassen. Aber im selben Jahr ist in einer der Heilungsgottesdienste, wir hatten die monatlich durchgeführt in der Freien Christlichen Gemeinde in Rotkreuz, da kamen Leute angereist von mitten von Deutschland. Ärzte haben Patienten gebracht und Jesus Christus hat sie geheilt. Und im selben Jahr, wo ich das erleben musste, ist eine 30-jährige Frau, die ausgesehen hat, gezeichnet von Krebs wie 80-jährig, ist geheilt worden. Und die lebt heute noch, der geht's gut. Die wurde geheilt von Krebs, kam zum Glauben an Jesus Christus, raus aus der Esoterik und ist heute als Missionarin tätig. Und ich will mit dem einfach sagen, dieses enorme Spannungsfeld, einerseits gewaltig Wunder zu erleben, fast überall, wo wirklich die Menschen Jesus Christus erfahren, wie zu Zeiten der Evangelien, wie der Apostelgeschichte. Wirklich, durfte ich erleben. Und dann dort, wo ich es am meisten brauchte, geschah es nicht. Und dann auf eine wundersame Art und Weise, fast auf den Tag, genau 7 Jahre später, nachdem meine erste Frau verstarb, durfte ich nochmal heiraten und meine wunderbare Frau ist hier. Und wir haben noch einen Sohn gekriegt, der ist jetzt 7-jährig und meine 4 erwachsenen Kinder sind dann 20 Jahre älter, 22 Jahre älter, 24 und 26 Jahre älter. Also ich will mit dem einfach sagen, da hätte ich ja aufgeben können. Wirklich. Und sagen, nie mehr mit diesem Thema, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Gott hat es geschenkt, dass ich dranbleiben durfte. Da haben viele gebetet, das weiß ich. Die haben mitgeholfen. Aber letztlich war es auch eine Entscheidung, mitten in diesen schwierigen Situationen das Gottvertrauen nicht wegzuschmeißen, sondern zu sagen, bitte, ich halte an dir fest. Und noch was mir tief eingefahren ist, so 10 Tage nach dem Tod meiner ersten Frau damals. Plötzlich wusste ich tief im Herzen, ich kann verstehen, warum jemand sich unter den Zug wirft oder sonst das Leben nehmen will. Ich kann verstehen, wenn jemand zum Alkohol greift, um Schmerz wegzutrinken. Ich kann verstehen, dass jemand in einer Notsituation seine Arbeitsstelle nicht mehr halten kann und arbeitslos werden könnte und dann obdachlos, versteht ihr? Nicht, dass ich das irgendwie gewollt hätte, aber ich konnte tief innerlich verstehen, dass Menschen in Nöte geraten können, wo sie Dinge tun, die sie niemals sonst, wenn sie bei klarem Verstand sind, wenn sie eine Geborgenheit haben, niemals wählen würden. Und das wurde mir tief innerlich bewusst. Und ich war wahrscheinlich auch in Gefahr, zeitweise abzustürzen. Alles Mögliche hätte geschehen können. Aber da kann ich einfach sagen, es lohnt sich, an Jesus Christus festzuhalten. Und heute darf ich erleben, dass der Dienst, den ich jetzt seit vielen Jahren habe, noch mal expandiert. Das heißt, ich bin im deutschsprachigen Raum unterwegs und gerade kürzlich in Wien, noch ein Beispiel dazu, haben wir das Evangelium verkündigt, mitten auf der Esoterikmesse. Und in meinem Vortrag sind 3 Heilerinnen, die vorne saßen, die aber nicht mit dem Heiligen Geist heilen, sondern mit anderen Kräften, die aber selber krank waren. Die eine wurde im ersten Vortrag am Samstag geheilt von 2 Jahre lang Schmerzen in der Achillessehne. In einem Fuß. Am nächsten Tag kam sie wieder, morgen völlig überrascht. Die Schmerzen bleiben weg, ist nicht mehr zurückgekommen. Und nach dem zweiten Vortrag am Ende noch von der anderen Seite und die andere von Ischias-Schmerzen, die sie monatelang hatte. Und die dritte wollte nicht verraten, wurde auch geheilt, weil sie war im Krankenstand, das heißt, sie hätte eigentlich krank daheim im Bett liegen müssen, weil sie war der Arbeit ferngeblieben. Sie hat dann nicht gewagt zu sagen, wovon sie geheilt worden ist. Und viele kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und
alle Ehre gehört einfach Jesus Christus alleine. So schön, dass du das ausgedrückt hast, dass unser Charakter wächst nicht nur durch Druck, sondern wenn wir auch lernen, Spannungen auszuhalten, auch Spannungen in der Bibel. Und vereinfacht gesagt kann man sicher so ausdrücken, Jesus heilt manchmal, aber und das ist eben eine Spannung. Und das versuche ich auch immer im Alpha-Life-Kurs so zu erklären. Wir können Gott nicht manipulieren. Es wäre falsch, wenn wir sagen würden, Jesus heilt immer. Es wäre auch falsch, wenn wir sagen würden, Jesus heilt nie. Und das ist wie unsere Aufgabe. Kann ich da einen Kommentar dazu machen? Und zwar, oder das Spannungsfeld kommt ja daher, weil wenn wir die Evangelien lesen, es gibt kein einziges Beispiel, wo Jesus definitiv sagte, nein, dich heile ich nicht, es ist Gottes Willen, dass du krank bleibst. Gibt es kein einziges Beispiel. Es gibt Situationen, wo im ersten Moment es den Anschein machte, als wäre Jesus gar nicht interessiert. Bei der Syrophoenikerin, dieser Griechin mit ihrer dämonisch belasteten Tochter. Ich schmeiße doch das Brot nicht vor die Hunde. Aber die Frau, die war hellwach. Ja, Moment. Wenn das Brot runterfällt, so die Brotkrumen, die Hunde dürfen das aufessen. Also die hat sich mit Jesus angelegt und hat sich gewehrt. Und Jesus sagt, so einen großen Glauben habe ich sonst nirgendwo gefunden. Und sie kriegt, was sie will. Oder Jesus sagt auch mit der bittenden Witwe, die einfach dranbleibt und diesen Richter bestürmt. Und letztlich kriegt sie, was sie will. Und Jesus bringt das als Beispiel. Haltet an am Gebet, hört auf keinen Fall auf. Kämpft darum. Und ich denke, das ist so die Spannung, weil wir es bei Jesus sehen, immer ohne Ausnahme. Und punktuell, kann ich sagen, habe ich auch schon erlebt, in gewissen Zusammenhängen, dass da wirklich buchstäblich alle geheilt worden sind. Ich bringe ein Beispiel. Das war Praise Camp Basel vor ein paar Jahren. Bin ich gefragt worden, einen Workshop durchzuführen mit einem Jungen, damals noch Theologiestudenten, den Jesus geheilt hat, der jetzt in der Mission ist in der Sahara mit seiner Familie. Und dann hatten wir so 4-mal so zwischen 120 und 130 Teenager, die saßen am Boden jeweils. Beim 4. Workshop, weil Stühle hat man sich gespart, das war Betonboden. Und beim 4. Mal hatten wir plötzlich den Mut und den Glauben zu sagen, und wer von euch noch nie ein Wunder gesehen hat, kommt auf diese Seite. Und wer krank ist, kommt auf diese Seite. Und ihr, die am Boden sitzt, besprecht mal die Heilmethoden von Jesus. Da wurden ausnahmslos alle geheilt durch Personen, die noch nie ein Wunder gesehen hatten. Versteht ihr? 2 Teenie-Mädchen, ich habe das beobachtet, die haben gekichert. Ja, wir hatten das mit der Spucke. Jesus hat doch auch mit den Blinden mit Spucke auf die Augen, da war er sehend. Ja, sollen wir das jetzt machen? Und dieser Jüngling, der Hübsche, hatte Kopfschmerzen und die, ja, darf ich da drauf spucken auf die Finger? Und in dem Moment, wo sie ihn berührt haben mit ihrer Spucke, sie haben gezögert, er war sofort Kopfschmerzen weg. Okay, ein kleines Ding, aber es war weg. Einer darunter hatte Diskushernie, Bandscheibenvorfall. Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, aber ich weiß, dass Jesus da war und ich habe es gesehen, wie der getanzt hat vor Freude, Mischung zwischen Hip-Hop und Breakdance. Wir reden jetzt von der Schweiz, versteht ihr? Wir reden von Teenagern hier in der Schweiz, die an Jesus glauben. Und dort in diesem Setting von diesem Workshop, von diesen 120, ausnahmslos alle, versteht ihr? Und darum denke ich, diese Spannung auszuhalten, dass das Wort Gottes uns einen Standard vorgibt und da ist die große Gefahr zu sagen, okay, dann nehmen wir die Bibel etwas herunter, bis wir sie auf dem Boden haben, da können wir draufstehen. Nein, so ist sie nicht gedacht. Sondern nicht, dass wir liberal werden dann in der Theologie, das Wort Gottes anzweifeln und dann lehren sich die Kirchen, die Menschen gehen ohne Kraft heim. Nein, im Gegenteil. Wir wollen diesen Standard der Evangelien, der Apostelgeschichte haben und
Und da beten wir drum, bis es passiert und hören einfach nicht auf. Ich möchte dir noch eine schwierige Frage stellen. Im Publikum sitzen viele Hauskreisleiterinnen und Hauskreisleiter, auch solche, die in einen Hauskreis gehen, die schon jahrelang beten, die in der Bibel lesen, die singen, die Seelsorge machen, teilweise 40 Jahre Hauskreisleiter. Und was rätst du ihnen? Ich will mal drei Dinge würde ich mal raten. Ich war 1995 in Südkorea, in Seoul. Da war eine Missionskonferenz. Und am Sonntagmorgen müssen die Polizisten haben, die den Verkehr regeln, weil so viele Leute in den Gottesdienst wollen, versteht ihr? Weil es Staus gibt sonst. Wir waren im Olympiastadion. 86.000 Menschen kamen zusammen, um zu beten. Davon 82 Studenten. Als wir da gemeinsam gebetet haben, das war wie ein Wasserfall, tosender Wasserfall. Und dann waren wir auf dem Gebetsberg und dann habe ich mich gewundert, da gibt es ein Restaurant, die Menüs sind einfach nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gefragt, warum nummeriert? Ja, wenn jemand 40 Tage gefastet hat, dann beginnt er mit Menü 1 nachher und dann 2, 3, 4, 5. Und ja, wie macht ihr das, wenn jetzt irgendwo in einer Ehe eine große Krise ausbricht, sie trennen sich und die Scheidung droht? Ja, dann machen wir das Daniel-Gebet. Im Buch Daniel, der Prophet Daniel, wollte von Gott wissen, wann ist die Zeit, dass wir zurückkehren können, wieder von der babylonischen Gefangenschaft zurück, und hat Gott gebetet um Weisheit, hat auch eine Art gefastet. Und dann kam die Antwort nicht. Aber der Daniel hat 21 Tage ausgeharrt. Und dann kam die Antwort und es war ganz klar, der Engelfürst von Persien hat gekämpft mit dem Erzengel Michael. Und dann war der Kampf vorbei und dann konnte die Antwort ausgeliefert werden. Die haben das dann angepasst, wenn so ein Problem auftaucht. Freunde, Bekannte zusammenrufen und sagen, während 21 Tagen zur selben Stunde beten wir für dieses Anliegen. Ich habe das dann zurückgenommen in die Schweiz, diese Art zu beten, und habe erlebt, wie eine Mutter auf mich zukommt und sagt, mein Mann hat mich gerade verlassen, wir haben 6 Kinder. Was soll ich tun? Sie war total verzweifelt. Mach das! Ruf Freunde, Bekannte zusammen. Ihr müsst euch nicht treffen am selben Ort, aber zur selben Zeit betet dafür, dass Gott eingreift. Der Vater kam zurück innerhalb von den 21 Tagen. Ein Hotelangestellter in Paladina war Folgendes: Die Tochter, 9-jährig, hatte Unterleibsbeschwerden. Die Ärzte wussten nicht, was los ist. Die hatten große Sorgen, große Ängste. Daniel, was sollen wir tun? Ich habe Ihnen das geraten, das mit den 21 Tagen. Innerhalb dieser Zeit, das Problem wurde gelöst. Und mir ist auch aufgefallen, ein Mann, Ubaldo heißt mit Vorname, Ubi sagen wir ihm, aus dem Kanton Luzern, hatte Asthma seit Kindheit. Und ich habe am Telefon mit ihm gebetet, ihm Heilung zugesprochen. 8 Tage später, wie geht's dir? Ja, immer noch gleich. Immer noch 6 Cortison-Inhalationen in 24 Stunden. Und dann habe ich ihm ans Herz gelegt, schau dir diese beiden YouTube-Videos an. Es ging darum, Bibelverse über Heilung. Verheißung, also Versprechen von Gottes Wort. Hör dir das an, so oft du kannst. Am 18. Tag höre ich nur noch 3 Inhalationen. Und lustigerweise, ich habe nicht gesagt, am 21. Tag bist du geheilt. Aber lustigerweise, am 21. Tag kam die Meldung, ich bin geheilt. Also, ich würde da, versteht ihr, raten, die biblischen Methoden anzuwenden. Und noch ein Beispiel, das ermutigt: